Nationalität eng Wuer, die je kann kaufen, wie ein Auto oder wie ein Kanapé? De George Orwell hat einmal geschrieben, all Tiere sind gleich, mit verschiedener sind mehr gleich wie andere. Sagen wir, das ist ganz pertinent, weil es schenkt, dass verschiedene Leute mit Geld das können besorgen, was normalerweise just durch einen langen und komplexen Überprüfungs- und Bewerbungsprozess kann kriegen. Mit anderen Worten, es kann in eine Nationalität kaufen, anstatt sie gesetzliche Weg zu erwerben. In verschiedenen Staaten wird Nationalität auch als gëlle Visa bekannt einfach verkauft, wie wenn es eng Wuer wäre. Wenn ihn sie kauft, dann hat den Altvierdeler den Nationalbürger und damit automatisch Bürger von der Europäischen Union haben. Wenn dir zum Beispiel ein Oligarch wird, zum Beispiel aus Russland, der genug Suen hat für sich als seiner Familie einen freien Access zum Schengen-Raum zu garantieren, an der will einen Pass haben, den an Visafreiheit den Access an mehr wie 160 Länder autorisiert, dann macht ihr eine Aufruf für die maltesische oder die zypriotische Staatsbürgerschaft zu kriegen und dadurch automatisch auch EU-Bürger zu gehen. An Zypern kostet 2 Millionen Euro. 2017 haben über 1000 Bewerber die zypriotische Bürgerschaft auf das Weise gekauft. An 2014 sind die Frauen ständig an die Lut gegangen. Dadurch hat Zypern 2013 über 4 Milliarden Euro an die Käse gekriegt. Wen Sonn am Malta leben hat, der braucht just 650.000 Euro an den Nationalen Entwicklungsfonds zu gehen, an 150.000 Euro an Staatsfonds oder Staatsobligationen zu stärken. Und dann kriegt die maltesische Staatsbürgerschaft. Was eine Affäre. Die maltesische Regierung behauptet, dass seit 2014 700 Pässe und Nicht-Europäer verkauft sind. Dadurch hat die maltesische Staatskasse über 200 Millionen gekriegt. Auch andere EU-Memberländer haben Visaprogramme, wie zum Beispiel Spanien, Portugal, Griechenland. Teilchen von diesen Memberländern haben eine attraktive Visaregelung. Allerdings müssen dann die Investitionen am Land von den Aufenthalt vom Interessierten sein. Sie sind noch darunter gebunden, dass der Mensch an dem Land wohnen bleibt, während einer gewissen Anzahl von Jahren. Andererseits dann gibt die vollwertige Bürgerschaft. Natürlich schon Käfer von einem goldenen Visa nicht immer dubiose Intentionen. Mit der OECD hat gewarnt, dass die Praxis riskiert, die international Erfahrungen am Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu verwässern. Wenn in verschiedenen Ländern den europäischen Pass auf so eine Manier vermehrt wird, ist das auch ein Problem für die Sicherheit von anderen Ländern, an denen die Nationalität auf Merit basiert. Der Verkauf von einer maltesischen oder zypriotischen Bürgerschaft bedeutet indirekt auch ein Verkauf von der Lützeburger Nationalität. Also dann auch nicht hypokritisch, so Privilegien für reiche Leute zu schaffen, aber denen Leute ohne viel so Limitationen abzulegen, wie zum Beispiel die Flüchtlinge. Nationalität sollte ein Verdienst sein, nicht etwas, was die wie ein Wuer erkaufen kann. An der EU handelt kein Land an engem Vakuum. All Land ist durch Treten auf eine loyale Zusammenarbeit verpflichtet. Und das müssen wir an der EU auch durchsetzen, wenn wir uns nicht selber wollen an den Fuß schießen.